Dashley, meine Damen und Herren. Ich bin Sonam Hamo und willkommen bei Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Von China isolierter Mönch bleibt unauffindbar. Der Sprecher des Exilparlaments kondoliert dem Tibet-Anhänger Thadou Mantrika. Virtuelle Vortragsreihe über die 4 Hauptverpflichtungen seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Die 10. Sessionssitzung des tibetischen Exilparlaments. Das kulturelle Erbe der Himalaya-Region. Gesang Jetsin Bauer, neuer Vertreter des Tibet-Büros in Taiwan. Assamesische Version des Buches Freiheit im Exil. Rinchen Sültim, ein tibetischer Mönch aus der Region Ngaba in Tibet, der vor fast 1,5 Jahren von den örtlichen chinesischen Behörden verhaftet wurde, ist nach wie vor unauffindbar. Er war ein starker Kämpfer für die Erhaltung der tibetischen Sprache und wurde am 1. August 2019 festgenommen. 8 Monate nach seiner willkürlichen Festnahme und ohne Kontakt zur Außenwelt erhielt die Familie von Rinchen Sültim am 23. März 2020 eine offizielle Mitteilung auf Chinesisch, in der er als Separatist bezeichnet wurde. Informationen über sein Wohlergehen oder seinen Aufenthaltsort sind nicht enthalten. Als seine Familienangehörigen sich an die Behörden wandten, wurden ihnen zu verschiedenen Zeiten verschiedene Orte genannt, was große Besorgnis auslöste. Die Familie fragt sich, ob er überhaupt noch am Leben ist. Bereits im Jahre 2018 wurde Rinchen Sültim schon einmal inhaftiert, weil er angeblich über die Nachrichten-App WeChat mit Tibetern im Exil über tibetische Themen diskutiert und debattiert haben soll. Der Sprecher des tibetischen Exilparlaments, Pema Chungne, sprach den Familienmitgliedern von Sri Thadou Mantrika, einem bekannten sozialen Aktivisten und überzeugten Anhänger Tibets, der am 27. November 2020 nach kurzer Krankheit verstarb, sein tief empfundenes Beileid aus. Der Sprecher drückte seine tiefe Trauer aus und schrieb: Sri Thadou Mantrika widmete unermüdlich seine Zeit und Energie für die Sache Tibets. Wir sind ihm zu Dank verpflichtet für all die Beiträge, die er für unsere Sache geleistet hat. Als seine Heiligkeit der Dalai Lama in diesem Jahr 85 Jahre alt wurde, widmete die tibetische Zentralverwaltung unter Führung des 15. Gascha-Kabinetts das Jahr 2020 bis 2021 als Jahr der Dankbarkeit gegenüber seiner Heiligkeit dem Dalai Lama, eine Feier der 85 glorreichen Jahre, die seine Heiligkeit dem Wohlergehen aller fühlenden Wesen gewidmet hat und weiterhin widmet. Als Teil dieser einjährigen Feier organisiert das Amt für Information und internationale Beziehungen, DIIR, der tibetischen Zentralverwaltung eine einwöchige Gesprächsreihe über die 4 Hauptverpflichtungen seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Mindestens 120 Sprecher aus 19 verschiedenen Ländern, die in 15 Sprachen sprechen, werden an der einwöchigen Vortragsreihe vom 4. bis zum 10. Dezember teilnehmen. Trotz der unvorhergesehenen Herausforderungen, die durch die Covid-19-Pandemie verursacht wurden, hat der Gascha weltweit eine Vielzahl von Programmen und Aktivitäten ins Leben gerufen, um das Leben und das sich immer noch entfaltende Vermächtnis seiner Heiligkeit unter dem Banner Jahr der Dankbarkeit gegenüber seiner Heiligkeit dem Dalai Lama zu feiern. The languages that we have this time around is Tibetan in Tibetan, English, Spanish, Hindi, Chinese, Japanese, Russian, Mongolian, Nepalese, French, German, Portuguese, Italian, Vietnamese and Korean. I'm happy to say that we have been able to manage a virtual talk series this time to celebrate His Holiness the Dalai Lama and also to express our gratitude to him. Die 10. Sessionssitzung des 16. Exilparlaments wird gemäß der letzten Ankündigung des Parlamentssekretariats vom 15. bis zum 31. März 2021 stattfinden. Die Mitglieder des tibetischen Parlaments wurden gebeten, ihre Teilnahme am 14. März 2021 beim Parlamentssekretariat zu bestätigen. Das Tibetische Institut für Politik veranstaltete unter dem Titel Kulturelles Erbe des Himalaya eine Vortragsreihe mit Äbten, Lehrern, Verwaltungsangestellten, Forschern, Autoren und Akademikern, die über die heiligen Klöster der Himalaya-Region sprachen.
Gesang Yeltsin-Bauer, Verbindungsbeamter zu China, Tibet Canberra wurde zum neuen Vertreter des Tibet-Büros Taipeh von Taiwan ernannt. Gesang Yeltsin-Bauer war ein Mitglied des 14. und 15. tibetischen Exilparlaments. Prabhasad Mukta, die assamesische Version der zweiten Autobiografie Seine Heiligkeit des Dalai Lama, Freiheit im Exil, ist jetzt für die assamesischen Leser erhältlich. Das Buch wurde vom Schriftsteller Yishi Dolci Tongchi übersetzt, der unter anderem für sein literarisches Schaffen mit dem angesehenen Padam Shri Preis ausgezeichnet wurde. Das wäre erstmal alles. Bis nächste Woche.